Indem ich Dokumente gelesen zu diesem Gesetz an all Menge Vierredner no gelauscht hun ich den Eindruck, dass ich sehe an einer Situation an dieser Chamber war, wo so viel Konfusion, so viel Unsicherheit, so viel Déjà vu beim Gesetz über dem Hai, dass mal nicht klar zu werden wirklich denkt, aber wie es soll libelliert sein, was den Zweck ist. Leute schwätzen von Zwischenmodell, von Gratwanderung, wo ein schwieriges Equiliber, das ist eine Konfusion, was ist Sinn und Zweck von diesem Gesetz. Wir hatten an der Kommission d'Enquête über den Geheimdienst vor kloren Auftrag, das war die Konservation, Klassifikation, den Inventaire von Fischen, da ist auch nicht gesagt gewesen externen Experten, das kann nicht gesagt gewesen, dem das soll gemerkt gehen. Und da waren wir auch d'accord, weil das hat natürlich an dem Kontext immer wären einen klaren Zweck an einen politischen Hintergrund. Milo als etwas Ähnliches daraus entstehen, einer froh, den eigentlich über das Mandat von der Kommission d'Enquête weit rausgeht, lo machen wir dann eine Enquête ob eine Espionage, la vie et des activités politiques, do gemerkt gehen als am Kalle Krieg mit dem Projet de Recherche. Das ist also etwas Ähnliches von der Ausgangssituation, von denen, wo wir wären an der Kommission d'Enquête. Vielleicht stellen sich mal am Anfang von der Diskussion 3 Fragen. Die erste Frage ist, wann ihn dann so ein Projet de Recherche will machen. Methode operativ gucken. Als dann überhaupt das Archiv, das lo zur Verfügung gestellt wird, nämlich die Données personell, ging das durchgehen, für das zu machen, wann in der Welt meint, dann war das klar, nee. Weil Methode operativ in einem Geheimdienst am Kalten Krieg geht über Fischpersonell raus. Also, das heißt nicht, dass man der Meinung wäre, eine Archive sollten abgehen, ohne legale Basis. Auch das muss eine separate Diskussion sein. Die zweite Konsideration ist, die Idee allein, wir helfen alle Parteien zu hören von einer Espionagepolitik. Das ist doch schon ein politisch Vierergoldenheit gegenüber einem Resultat von der Enquete. Wir werden sie nicht von Observation, wir werden sie nicht von Surveillance, wir werden sie nicht von Aktivitäten vom Israel. Es wird direkt mal erstellt, dass eine Aktivität d'Espionage wäre, wird eine politisch orientiert Stellungnahme aus. Und dann gibt es noch mit der Stasi, mit der Gaukbehörde Vergleich, wo man auf der einen Seite einen Unrechtsstaat hatte, mit politischer Denunziation, mit Prison, mit Unterdrückung, wie das an der DDR der Fall wäre. Auf der anderen Seite, hey, Lützeburg als freien demokratischer Staat, wo vielleicht nicht alles richtig gelaufen ist, aber ohne die Unterdrückungsmaschinerie, die man aus dem Warschauer Pakt kannten. Ich habe den Eindruck, dass verschiedene Leute, wenn sie vertikale Krieg schwätzen, in einer Amnesie leiden. Wo mir dann halt vergisst, was das geheischt wird, der Kalle Krieg, das Vorkrieg, das vor Kalle Krieg mit Vorkrieg. Et war eng Unterdrückung, et war ein Block von Ländern, denen hier Ugriffspläne gegen Eis Ende vom Kalten Krieg publiziert gofen. Und heute so gemerkt, als hat kein Gefahr bestanden. Und die dritte auch fundamental froh. Als die, ob die Demarche, die Lohai gewählt ging von der Regierung, ob die dann nicht nachreinkehrt, Privatsphäre von denen Leute violiert, die Demo schon in der Observation stungen, heiget gesund in der Spionage, ob man nicht das Risiko von einer Violation von der Privatsphäre leiden, und ob nicht den Usatz gewährt wäre, nur dem man den Auftrag von der Kommission d'Enquête erfüllt hätten, für einfach eine Destruktion von den Fischchen zu machen, für ihre Privatsphäre definitiv zu schützen. Wenn man ein Projekt de Recherche machen, wie das halt hier gesehen ist, da muss man mal pur Konditionen anhalen. Das ist das natürlich als Troll von der Geheimdienst der wichtigen Teil aus der Geschichte um Kalten Krieg muss geguckt gehen, wann in das da will. Das schwenkt das Sinnvolle zu gucken. Mit dem Mandat muss klar und ehrlich sein. Es muss klar sein, was Ziel ist. Nicht wie Hai, wo probiert geht, alles so halb zu machen und ein bisschen und dann noch das Risiko zu laufen, wie die Privatsphäre zu verletzen. Muss ich wissen, ob ihn heute den Auftrag für der Kommission d'Enquête will erfüllen. Dafür brauchen wir keinen externen Experten, dafür brauchen wir kein Projet de Recherche. Oder ob es um eine Geschichte vom Israel geht, und das ist dann ein ganz anderer Exerzice. Mit dem kann heute nicht erfüllt gehen, in der Form, wie wir es heute proposiert kriegen. Dazu, dass der historische Kontext muss respektiert gehen. An dem Gesetz steht am Artikel 3.2, der Kontext Geopolitik muss zur Interpretation Ruhe zugehen. Dasselbe gilt wie die allgemeine Praxis von den Geheimdiensten in Europa und in Amerika, und wie der Modus operandi. Auch das muss an der Kondition von der Zeit geguckt gehen, und nicht mit den politischen Ehren von 2016. Den ausgewählten Historiker müssen hohe wissenschaftliche Kriterien entsprechen, sie müssen Ländersprache kennen, am Gesetz steht keine Kondition an dem Sinn, also sie müssen eine Methodologie respektieren, die den verdient. Wir hatten Rapporten hier in letzter Zeit an der Chamber, die sich wissenschaftlich nennen, aber elementären Aussprüchen der wissenschaftlicher Methodologie nicht durchgehen. Denn die Historiker sollen ein Klären tun. Was heißt die close Konfidentialität?
Realität, die lo geschrieben hast. Wann Geheimnisse verrode gehen, wann Privatsphäre, wo verschiedene Leute violiert wird durch die Leute, was sind dann Konsequenzen, wenn sie just ein kloste Violation, ein kloste Konfidentialität unterschreiben, an die da violieren. Als das überzeugen, brechen sie nicht einfach ein Klären, sie kommen mit Geheimnissen, nicht nur eventuell letztendliche Geheimnisse, auch die von ausländischen Denkstoff Kontakt, und da gehen wir hin, und wir erlauben den Zugang zu letztendlichen und eventuell ausländischen Informationen, ohne gewisse Sicherheitsaufforderungen zu verlangen, auch das ist nicht seriös. Wie stimmt ihr da gegenüber ausländischen Geheimdiensten, wenn wir da sensibel Donner eventuell einfach Leute gehen, die kein Clearance haben, die kein Vertrauensverhältnis von denen Leute nicht für Drogen geguckt können. Maderbestoff Israel können helfen, wenn sie gefragt gewisse helfen. Einerseits sieht Gesetz am Artikel 311, dass den Direktor von Israel responsabel für den Traitement von Donner ist. Wie kann ein Direktor responsabel für den Traitement von Donner sein, was ein Maderbestoff bei den Arbeitsstimmungen nicht können dabei sein, wenn es extra invitiert geht? Unrealistisch. Maderbestoff den Nationalarchiven, die können aber dauernd dabei sein. Haben die dann ein Clearance? Wie gehen die mit Staatsgeheimnissen, die sie eventuell kennenlernen? Wie gehen die mit privaten Donnen, die sie gewohnt haben, wo Leute die nach leben, an die eventuell mit Donnen, die eventuell durch Violation von Bankgeheimnissen oder andere Sachen gesammelt werden? Auch das ist nicht klar. Die Resultate von der Recherche, die können einfach so publiziert gehen. Da gibt es ein abstraktes Prinzipberuf Liberté de la Recherche, der nicht spezifiziert. Das ist ein interessantes Konzept, kann den Hallo nicht diskutieren, wenn man Zeit fehlt. Aber wie ist beim Schutz der Privatsphäre? Wie ist beim Schutz zu Staatsgeheimnissen? Und da kommen wir hin, und da steht dann im Gesetz, die Experten definieren, die Experten definieren, wenn ein Intérêt historique national ist. Auf welchem Land gibt es das? Hier ist eine Kommission, da sitzen die Profe von der Uni dran, da gehen da Experten zwei oder mehr, ein Team, wo nicht so, dass wir Qualifikationen die müssen holen, und dann definieren die Experten ohne staatliche Abwirkung, wer den Intérêt historique national ist. Das ist die Aufgabe von der Regierung, die Verantwortung von der Regierung, für das festzulegen, und nicht von irgendwelchen, ohne sie zu denigrieren, das sind vielleicht ganz kompetent Leute. Hier stellt sich die Regierung in seiner Verantwortung, zu definieren, wer den Intérêt historique national ist, aber nicht. Dann, also für uns von essentieller Wichtigkeit. Fallo die Données personell do sind an den Archiven. Für was gehen wir dann an die Experten sollen sie gucken? Die Experten haben weiter kein Recht für eine Privatsphäre von den Leuten wollen zu gehen. Für was gehen wir dann nicht den Leuten die Möglichkeit selber zu dezidieren, ob sie den Experten Zugang zu ihren eigenen Données erlauben oder nicht? Heute wird das vorausgesagt. Und das, was der Staat die Parteien, Gambia-Parteien eigentlich dem Staat früher reprochieren, dass das Service de Renseignement Privatsphäre von den Leuten violiert hat, illegal geht gesagt. Dat man sagt, ja, für was gibt da nicht die Möglichkeit, die Leute, die fischen an den Archiven, hun selber zu dezidieren, ob die Experten hier Fische können gucken oder nicht. Dann hätte Privatsphäre respektiert, dann wäre kriegibel. Los sie das nicht, weil die macht selbst an einer anderen Form, wie das, was da den anderen für die reprochiert hat, die geht privat dann, wo Leute raus. Dann an den Konklusionen von der Kommission d'Enquête, da steht ausdrücklich ein Droit à l'oubli. An droit à l'oubli, das heißt als Zerstörung von privaten Donnen. Und nicht nachher Konservierung, schießt nicht auf wie viel Jahre, das nicht präzisiert. Mir auf jeden Fall ist auch da eine Kontradiktion an dem Auftrag von der Enquete-Kommission, den droit à l'oubli gesucht hat, an dem wird Lohai geplant. Also, äußerst klar, wir verschließen aus keiner wissenschaftlicher Recherche mit einer klarer legaler Basis, einem klaren politischen Auftrag, einer klarer politischer Verantwortung. Wenn Leute identifiziert können gehen, Sie oder hier Vierfahren, da muss den Droit d'Opposition existieren, den Droit à la Diskretion, der Respekt für denen Leute an ihrer Privatsphäre. Und das ist hier auch nicht garantiert. An unserer Konklusion, weil ich meine, leider, mit diesen 10 Minuten, das muss ich nicht mehr relativ sicher sein. Und ich ging zum Beispiel über die Konzepte der Liberté scientifique viel mehr lange diskutieren. Mit dem Mandat ist konfus. Das Mandat ist nicht konform zu dem, was die Kommission d'Enquête parlementaire festgelöst hat. Es geht darüber raus, an dem Hammergedanke, wie notwendig ein politischer Prozess geht, über den Geheimdienst zu machen. Es mengt wie gesagt, Leute gingen bewusst verkennen, was der Kalte Krieg wäre, oder von verschiedener Wille vielleicht hier Vergangenheit ein bisschen scheißschwätzen. Et sinn am Kale Krieg Leiit ginn. Et gëtt immer gesagt, die wären an aucun Moment ein Gefo gewircht. Et goufen dat die eng 5 Kolonn wollte sinn. Et goufen dat die eise Gesellschaftssystem an als demokratisch Freiheiten nach frohgestalt hunn. Et goufen da die eng Gefo fir als demokratischer freie Gesellschaft wore, luss mat net vergessen. Mit dat wie hai dummer der Umgang mat dem Heritage, dat das liichtfrankech,
Wie gesagt, der Staat riskiert eng zweite Kehr Privatsphäre von den Leuten zu verletzen, da das selbst mir nicht will existieren. Wir riskieren, als Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten aufs Spiel zu setzen. Wir riskieren einen irresponsablen Umgang mit persönlichen Données, und erzählt Commission nationale pour la protection des données. Elle regrette le manque de précision dans le projet de loi quant aux conditions et modalités d'utilisation des données par les experts pendant leur mission. Eine Regierung, die sich auscheckt, eng Regierung, die sich uscheckt, hinzukommen, und sie so, dass das schlimm wird, geschieht das, und so recht von der Zwei ist, dass da Privatdonnen gesammelt gesehen, und die möchte haut und sich dir ob, wie eng zweite Kreativation, wenn die private Rechte von den Leuten ermöglichen, die hat wirklich kein Grund, hoffentlich auf ihr Arbeit zu